ist daheim. Du lästerst übers Modeln und staubst voll den fetten Auftrag ab. Sag mal, spinnst du eigentlich vom Bohrwerk? Hey, das ist doch ganz logisch, dass ich nicht begeistert bin, oder? Wenn deine Modelkarriere von mir abgeht wie eine Raketen. Jetzt geh halt hin. Scheiße. Also, wenn das kein Friedensangebot ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Halten Sie jetzt bei meinem Abschiedsgottesdienst eine kleine Ansprache? Ach so, ich will mir aber nicht aufdrängen, gell? Es ist schließlich Ihr Abschied. Nein, nein, mit als gefreien. Ach so? Ja. Aber wenn das auch so ist. Sind wir jetzt soweit? Ja, hab's. Also packen wir's. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Ja. Hochwürdiger Herr Generalvikar, liebe Lanzinger, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen, also ab heute, also eine Gemeinde ist ja ein bisschen wie eine große Familie. Eine tiefe Freundschaft. Sie, lieber Herr Pfarrer Kurz, Sie sind ja Ihren Schäfchen stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden und deswegen können Sie jetzt in Ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Vielen Dank. Da haben wir ja ein sauberes Exemplar erwischt. Zuerst spät gekommen und noch nicht einmal eine gescheite Rede vorbereitet haben. Wo bist du? Ich wollte schon Vermisstenanzeige aufgeben. Ja, tut mir leid, ich hab bloß... Was hast bloß? Ah, hat sie Kathi gemeldet? Ja, jetzt nicht direkt gemeldet, aber sie hat was auf Servus Freunde postet. Okay. Und na, das bist du. Nicht schlecht. Das hätte ich dir gar nicht zutraut. Danke. Ist doch super, dass was postet von dir, oder? Jetzt geh weiter, du möchtest sie doch auch wieder vertragen mit ihr. Na, so wie die sie aufgeführt hat, da langt ein bisschen Posten über Servus Freunde gewiss nicht. Ich hab Nasen so gestrichen voll vor der. Grüß Ihnen, Herr Pfarrer Brandl. Waren Sie spazieren? Ah, eher auf der Flucht. Nein, ich hab schon gehört von Ihrem ersten Auftritt. Das habe ich befürchtet. In Lansing spricht sich sowas halt schnell rum. Dabei ist die Rede gar nicht so schlecht gewesen. Nein, ich hab's da auf dem Boden gefunden. Was da? Da ist ja gut gelingen. Ja. Ich hab's in einer kleinen Kirche überbracht, aber als ich drüben angekommen bin, da waren sie schon fertig mit ihrem großen Auftritt. Trotzdem Dankeschön. Ja. Also, Kopf hoch und nicht unterkriegen lassen. Da haben Sie recht. So kann es gehen, wenn man meint, dass man sich nicht vorbereiten muss bei so einer kleinen Gemeinde. Frau Vogel, gut, dass ich einer sehe. Haben Sie vielleicht morgen Zeit für eine kleine Besprechung? So auf 8:30? Gut, dann nur ein schöner Sonntag.
Sag einmal, was bist denn du Grasopest zu ihm? Aber ehrlich, Mama. Also, normalerweise hättest du ihm schon 3 Kuchen gemacht, damit er sich bei uns wohlfühlt. Ach, wenn's wahr ist, glaubst du, dass dein Antrittsrede war eine Frechheit? Na, die ist sogar recht gut gewesen, wenn er es nicht da bei uns nicht verloren hätte. Siehst du das, weil er so geschlampert ist? Das kann nur heiter werden. Mama, jetzt sei ja nicht gar so streng. Das ist doch für so einen jungen Pfarrer auch nicht leicht, wenn er in so einer eingesessenen Gemeinde neu anfängt. So. Servus. Christi. Was ist denn das jetzt? Ich weiß nicht. Ich kann mir schon denken, wer sich über mein Sudoku hergemacht hat. Na, Bu, war viel los im Brunnerwirt. Nicht so viel wie der Ringlein los wird. Warst du das? Schon. Mir war heute Vormittag einmal langweilig und dann haben wir mir gedacht, jetzt probiere ich das auch einmal mit diesem Sudoku. Hast du dir gedacht? Ja, und es hat mir Spaß gemacht. Veronika, jetzt haben wir wieder eine Gemeinsamkeit mehr. Was heißt denn da Gemeinsamkeit? Du willst doch jetzt nicht zukünftig auch Sudoku machen. Wir könnten das doch in Zukunft zusammen machen. Na, das können wir nicht. Das ist nämlich mein Sudoku. Und das ist meine heilige Zeit, die wo ich jeden Tag damit verbringe. Und zwar das seit Jahren. Und das lasse ich mir jetzt mal nicht von dir nehmen. Ach, gib so jetzt richtig nicht auf. Ich will dir ja gar nichts wegnehmen, aber zu zweit macht es einfach mehr Spaß. Wir könnten es doch einmal probieren. Ha? Meinst, dein Handy klingelt schneller, wenn du das lang genug anschaust, hä? Ich warte nicht drauf, dass es klingelt. Sondern? Ob mir der Patrick ein Mogi gibt oder meinen Post auf seiner Chronik teilt. Zwar nichts verstanden, aber ich nehme an, ihr seid normalerweise zerkriegt, hä? Ich habe Patrick seine Modelfotos auf meiner Servus-Freunde-Seite geteilt. Und ich habe mir gedacht, dass er sich vielleicht darüber gefreut und irgendwie darauf reagiert, aber das tut er nicht. Das wundert mich nicht. Was soll jetzt das heißen? Wenn wir damals einen Scheiß gebaut haben, dann haben wir direkt drüber geredet. Und nicht um 7 Ecken, so virtuell umeinander da. Schwesterl, grüß dich. Ist aber lieb, dass du dich meldest. Ja, ehrlich gesagt, eher so mittelprächtig. Ja, ich hab bei meiner Antrittsrede einen totalen Blackout gehabt. Ja, schön, dass du das lustig findest. Naja, hast ja recht. Weißt, der Pfarrer Kurz war einfach ziemlich beliebt da in Lansing. Und meine Sekretärin mag mich auch nicht besonders. Naja, war einfach ein blöder Tag heute. Mei. Servus. Hast du auch hereingehört? Ich hab's mir eingebaut. So was Ähnliches zumindest. Was willst du? Ich hab was bastelt für die. Das interessiert mich nicht. Jetzt schaust du halt wenigstens einmal. Das interessiert mich nicht. Sollst du aufschreien, dass du das endlich kapierst? Du willst mir doch jetzt nicht wieder. Doch, ganz genau das will ich. Das ist mein Zimmer. Und da hat der Maurer das Loch für die lassen. Patrick, ich tat wirklich alles dafür. Mir reicht's! Ich hab das lang genug mit dir mitgemacht. Es tut mir wirklich leid. So, Lala, ich habe schon mal die Zeitung geholt.
Danke. Bitte. Willst du jetzt nur Sudoku machen? Freilich. Und du sollst auch nicht auf dein Morgenritual verzichten und darfst sogar anfangen. Danke. Bitte? Halt! Nicht mit dem Kugelschreiber. Mit was denn sonst? Mit dem Bleistift natürlich. Schau, Bleistift ist viel praktischer, weil wenn du einen Fehler machst, das kann ja vorkommen, dann kannst du es gleich ausradieren. Ja, aber ich mach das immer mit dem Kugelschreiber. Ich schreibe die Zahlen erst einmal bloß ganz klar, bis ich sicher bin. Ja, aber der da ist logischer. Da gehört übrigens eine 9 hinein. Na, Roland, so funktioniert das nicht. Wir werden uns ganz sicher jeden Tag gleich in der Früh streiten und das da backe ich nicht mit meinen Nerven. Veronika, ganz ruhig, dann machen wir's anders. Weißt du was? Wir wechseln uns ab. Heute du, morgen ich und umgekehrt. Abwechselnd. Abwechselnd. Und ich habe ja gerade gesehen, du hast einen Termin gleich. Ich fange an. Ein schöner Tag. Und verrückt. Entschuldigung, das kenne ich gut. Bloß darf ich berufsbedingt nicht so fluchen wie Sie. Wie heißt das nachher, Herr Pfarrer? Was denn Sie alle hergeht's früher schon da? Entschuldigung, ich wollte Sie jetzt nicht erschrecken. Ich habe mir bloß gedacht, weil das gestern ein bisschen blöd gelaufen ist und ich habe jetzt nicht gewusst, ob Sie zur Besprechung kommen oder nicht. Und Ja, freilich, komm ich. Ich war ja schon auf dem Sprung quasi. sind Sie nicht mehr grantig auf mich, oder? Nein. Den Tag gestern, den vergessen wir einfach, da die sagen. Ich habe Ihnen sogar einen Kuchen gebacken. Was? Ja, als Einstand quasi. Mir ein Kuchen? Mei, das hätte ich ja wirklich nicht erwartet. Das Dankeschön. ist ein Nusskuchen von meiner eigenen Nuss. Da habe ich nämlich im letzten Jahr so viel gehabt, dass aber noch welche da sind. Ach so, das ist ja nett. Aber Der Pfarrer Kurz, der war ganz narrisch auf meine süßen Sachen, besonders auf meinen Nusskuchen. okay. Ja. Also, Sie, mengs vielleicht gleich ein Stickerl? Der ist noch ganz warm. Langen Sie mal hin. ach so, na, danke, ich hab gerade gefrühstückt, wissen Sie. Ach so, Und ja, außerdem, dann backe ich Ihnen ein Ei. Für später. So. Sie, wo Sie jetzt da sind schon, könnten wir eigentlich die Besprechung gleich da machen, oder? Ach so, ja, freilich, gern. Ja, setzen Sie einen doch hin. Ja, dankeschön. Also, was mir jetzt auf jeden Fall das Wichtigste wäre, was so die nächsten Tage ansteht, dabei einfach ein bisschen eine Hilfe, ein bisschen eine Routine reinkriegen Ja, in ja, die Abläufe. freilich. und so. Mengs eine Tasse Kaffee. Ja, gern. Ein Freund wie die kann sich jeder bloß wünschen. Du hörst zu, bist immer für mich da, bist total ehrlich. Und so lachen wie mit dir kann ich mit sonst kaum. Damals, wie ich so hoffnungslos in Tom verknallt war. Wenn ich die da nicht gehabt hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich im Weiher ertränkt. Immer hilfst mir. Sogar auf dem Hof damals, wie Tante Moni und der Benedikt beim Wellnessen waren. Ja, und die Zeit mit dem scheiß Green Butterfly. Da, wenn ich die nicht gehabt hätte, wer weiß, wie das ausgegangen war. Danke, dass du mir allerweil den Kopf sauber zurechtdruckst. Du bist nicht nur mein bester Freund, du bist auch sowas wie mein Schutzengel.
Sollst auf dein Morgenritual auch nicht verzichten. Ja, ja, sehr lustig. Du bist ja noch da? Ich hab gedacht, du hast einen Termin. Hat man abgesagt. Ich hätte einen Haufen Zeit gehabt für mein Sudoku, verstehst? Aber dein Herr Vater hat das wieder schön vermasselt. Oha, da sehe ich ja schon die erste rätselhafte Beziehungskrise auf euch zugekommen. Das ist mein Sudoku, verstehst du? Und das schon seit was weiß ich wie vielen Jahren. Und auf einmal soll ich mich abwechseln. Froni, du lebst jetzt mit dem Roland noch nicht so lang zusammen wie ich. Deswegen gebe ich dir jetzt noch mal einen kleinen Tipp. Du musst an Roland mit seinen eigenen Waffen schlagen. Was soll denn damit? Schreiben. Und was? In Rolands großes Heiligtum. Das Kreuzworträtsel. Das hat er nämlich heute vor lauter Sudoku-Krampf noch nicht geschafft. Du bist vielleicht ein ausgefuchster Hund, du. Kann das glatt mein Sohn sein? Das nehme ich jetzt einmal als ein Kompliment. Viel Spaß. Zwei Leberkassinnen, bitte. Gern. Herr Pfarrer, ich würde Sie gern einladen. Mein Mann, der feiert morgen sein 22-jähriges Werkstattjubiläum. Ein Schnapszahljubiläum quasi. Ach so, ja. Sehr gern, Frau Preisinger. Das ist aber nett. Da komme ich. Super, gerne. Ja, kann ich was mitbringen? Ach nein, überhaupt nichts. Wir freuen uns einfach, wenn Sie da sind. Ach, die Fanny muss ich noch fragen, ob sie mir einen Kuchen backen kann. Oh. Ach so, ich hätte gerade einen wunderbaren Nusskuchen im Angebot. Ganz frisch. Wirklich? Ja, ich habe ihn selber geschenkt bekommen. Kann ihn aber leider nicht essen. Ich freue mich, wenn er Verwendung findet. Ja, super gern. Der kommt wie gerufen. Dann habe ich jetzt bloß noch meinen Termin im Studio und wir sehen uns dann morgen. Annalena, Bis morgen. Das ist aber lieb von Ihnen. Wieso können Sie den Kuchen denn nicht selber essen? Ich habe leider eine schlimme Nussallergie. Hoffe ich. Ja, wollen Sie dann als Entschädigung vielleicht ein Stückel von dem Kass probieren? Der ist von der Käserei vom Vogelhof. Ja, gern. Dankeschön, Frau Brunner. Schauen Sie. Und? Haben Sie sich denn schon eingelebt da bei uns? Na ja, nach meinem fulminanten Fehlstart gestern wird's jetzt schon langsam. So schlimm war das auch wieder nicht. Sie werden sehen, Sie sind in 0, nix bei uns daheim. Ist nur am jeden so gegangen. Nervus vagus. Was soll denn das sein? Der größte Nerv des Parasympathikus und an der Regulation fast aller... Okay. Größter Nerv. Eher größte Nerverei. Dickköpfig stur. Haha. Hauptstadt der Fidschi-Inseln. Wer weiß denn sowas? Wie war er da noch nie? Suva. Chemische Verbindung MZ. Na komm, leg mich doch am Arsch. Das. Ich weiß ja gar nichts. Patrick, du? Ich bin extra hergefahren, damit ich dir noch mal eins klipp und klar sagen kann. Und sperr deine Lauscher gut auf, weil ich sag's genau einmal. Das Fotoalbum, das du mir zur Versöhnung geschenkt hast. Das war total lieb. Danke. Du Depp! Ich hab echt gedacht, du machst jetzt ernst. Ich bin ja doch der bessere Schauspieler von uns zwei. Und was machst du eigentlich die ganze Zeit vor dem Kühlschrank? Suchst das Mann, dass das Licht ein- und ausschaltet, oder was? Ich bin so froh, dass du nicht mehr bist auf mich. Du bist mir echt abgegangen. Und? Und ich
weißt, dass ich eine blöde Kur war. Und? Und ich will ab jetzt die weltbeste Freundin sein, die es gibt. Oh Mann, das war so saublöd von mir, dass ich so eifersüchtig war auf die. Ich mein, du, meine Familie und alle anderen Freunde, die sind doch tausendmal wichtiger als so ein blöder Modeljob. Also gut. Aber an der weltbesten Freundin, da kannst du echt noch ein bisschen dran arbeiten. Das mach ich. Geh her. Du, und beim nächsten Mal, wenn wir ins Weinot gehen, da geht die erste Cola auf mich. Cola. Ja, weil du fährst. Grüß dich, Lorenz. Grüß dich. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja. Dankeschön dir auch. Veronika. Da schau her. Für die? Für mich? Das ist ja ein ganzes Sudoku-Buch. Über 200 Seiten. Nur für die. Freust dich? Ja, freilich, natürlich freue ich mich. Aber eventuell ist es zu viel des Guten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das annehmen kann. Du musst sogar. Weil wenn du die nochmal über mein Sudoku hermachst, kann es sein, dass du das nicht überlebst. Ach, geht so. Kannst gleich heute in der Mittagspause damit anfangen. Schön, gell? Mhm. Viel Spaß. Danke. Grüß dich, Trixi. Moni, pünktlich wie die Feuerwehr. Ja. Können wir gleich loslegen, ha? Ach, die Gesichtsmasken, die habe ich halt wirklich nicht nötig. Das ist der Nusskuchen. Den hat mir der Pfarrer geschenkt. Was du nicht sagst. Ich würde ja gerne ein Stück anbieten, aber der ist fürs Werkstattjubiläum gedacht. Ist das nicht lieb? Den hat er uns beigesteuert. Ja, ganz ein Lieber ist das. Hat's wurscht. Ignoranter. Was hast du gesagt? Nix. Bloß, also mir auf meine Gesichtsmasken jetzt frei. Gut. Hast du die Klinklangmusik dazu, bitte schön? Ja, freilich. Sag mal, du musst ja wirklich einen Stress haben. Deine Stirnfalte ist viel tiefer als sonst. Wundert mich nicht. Ja, aber das kriegen wir später hin. Komm, zieh die Schuhe aus. Dann begibst du dich in meine Hände und dann wird alles wieder wunderbar. So. Schwer? Na, wirklich nicht. Also das meiste ist da so läppisch, glaubst du, da fülle ich dir jedes Kästler aus im Schlaf. Ja, das ist natürlich schon ein Kreuz, wenn man so gescheit ist, gell? Buh, manche Aufgaben sind ja wirklich intelligenter. Aber wie gesagt, das meiste, es ist eine Beleidigung für den menschlichen Geist. Das darf ich jetzt aber nicht zu laut von der Froni sagen. So. Veronika. Na, eine Zeitung von heute, die haben wir doch schon. Ja, das ist eine frische. Und wieso eine frische? Weil ich in der Zeitung jetzt mein Sudoku mache, das was du mir heute schon versaut hast. Du hast jetzt dein Bücherl. Ja, aber dann mache ich lieber mein Kreuzworträtsel. Sag jetzt nichts Falsches. Sogar die Hauptstadt von den Fidschi-Inseln hast du gewusst. Hast bestimmt nachgeschaut. Verkritzelt. Drüber gekritzelt. Da auch. Sollen wir die bei den Brennspitzen einbauen? Mich? Wieso? Ja, als du den ganzen Tag singst wie eine Zeisel bei der Arbeit. Geht's dir so gut? Ich hab mit Patrick gestritten gehabt und jetzt haben wir uns endlich wieder versöhnt. Oh nein, was hast du denn schon wieder angestellt? Wie kommen Sie denn da drauf, dass ich schuld war? Was nicht? Doch, also sag ich doch. Ich geh mal schnell zum Huberten auf. Ben, grüß dich. Hey, Kathi.
Könntest du kurzfristig vorbeikommen für ein Go-See? Go-See? Ja, das dauert nicht lang. Die haben deine Setcard gesehen und wollten dich mal persönlich sehen. Aha, und wer sind die? Eine Werbeagentur. Die betreuen mehrere Kunden in Oberbayern und wollen eine Auswahl von meinen Models sehen. Also, kommst du vorbei? Ja, freilich. Sehr gut. Dann sei in einer halben Stunde da. Und zwar pünktlich. Ja, du, aber warte, ich muss erst mal Chefin fragen, ob ich frei krieg. Dann tu das. Und beeil dich. Frau Kirchleitner, darf kann die vielleicht... Um was geht's denn, Kathi? Also, es war wirklich wichtig. Ich hätte da ja eine Chance auf einen kleinen Einsatz als Model. Ich muss mich da wo vorstellen. Kann die vielleicht ein bisschen länger Mittag machen? Ich bleib dafür ja gern länger. Also gut. Hast eh so viel Überstunden. Schleich dich. Danke. Ja, Frau Vogel. Das ist aber jetzt schnell gegangen mit Ihrem Termin, hä? Ja, das braucht halt nicht viel. Oh, das tut mir leid. Haben Sie die Unterlagen für das Traugespräch von dem Herrn Brosig und der Frau? Nein. Alles da drinnen. Ah, Dankeschön. Und könnten Sie mir dann vielleicht noch helfen bei dem Entwurf für den neuen Pfarrbrief, dem neuen... Nein, das kann ich nicht. Okay. Dann könnten Sie mir vielleicht einfach sagen, was los ist. Wissen Sie, Sie machen es einem wirklich nicht leicht, dass man sie mag. Wie bitte? Ich spring über meinen Schatten und baue ihnen sogar einen Kuchen. Mit meiner guten Nuss. Ja, das war wirklich sehr... Und so ein Kuchen macht einen Haufen Arbeit. Ja, das ist mir... Und Sie scheren den Kuchen einfach da Trixi, ohne dass Sie ihn probiert haben. Sie meinen wohl so ein Dorftrutschen wie ich, die spannt das nicht, oder? Nein, das habe ich ganz gewiss nicht gemeint. Aber das habe ich mir gleich von Anfang an gedacht, dass das nichts wert mit einer. Wie sie da in die Feier vom Pfarrer Kurz reingeplatzt sind und einer geschlamperte Ansprache da. Der Pfarrer Kurz hätte das nie gemacht. Der hat gewusst, was er an mir hat. Im Gegensatz zu einer. Sie haben sich ja Ihre Meinung über mich anscheinend schon gebildet. Und so ist das keine Basis. Wie meinen Sie denn das? Wenn Sie nicht mit mir arbeiten wollen, steht es Ihnen frei zu gehen. Lansings Traumpaar Nummer 1 ist wieder versöhnt. Mei, die Kathi, die redet halt so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Finde immer noch besser als wir liegen. Ich lieg auch nicht. So wie das Kind schon nicht mögen. Vielleicht einmal eine kleine Lüge. Eine Notlüge. Hexens. Du lästerst übers Modeln und staubst voll den fetten Auftrag ab. Sag mal, spinnst du eigentlich vom Bohr weg? Hey, das ist doch ganz logisch, dass ich nicht begeistert bin, oder? Wenn deine Modelkarriere von mir abgeht wie eine Raketen. Jetzt geh halt hin. Scheiße. Also, wenn das kein Friedensangebot ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Halten Sie jetzt bei meinem Abschiedsgottesdienst eine kleine Ansprache? Ach so, ich will mir aber nicht aufdrängen, gell? Es ist schließlich Ihr Abschied. Nein, nein, mit als Freien. Ach so? Ja. Aber wenn das auch so ist. Sind wir jetzt soweit? Ja, hab's schon. Also, packen wir's. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim.
Ja. Hochwürdiger Herr Generalvikar, liebe Lanzinger, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen, also ab heute, also eine Gemeinde ist ja ein bisschen wie eine große Familie. Eine tiefe Freundschaft. Sie, lieber Herr Pfarrer Kurz, Sie sind ja Ihren Schäfchen stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden und deswegen können Sie jetzt in Ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Vielen Dank. Da haben wir ja ein sauberes Exemplar erwischt. Zuerst spät gekommen und noch nicht einmal eine gescheite Rede vorbereitet haben. Wo bist du? Ich wollte schon Vermisstenanzeige aufgeben. Ja, tut mir leid, ich hab bloß. Was hast du bloß? Ah, hat sie Kathi gemeldet? Ja, jetzt nicht direkt gemeldet, aber sie hat was auf Servus Freunde postet. Okay. Und na, das bist du. Nicht schlecht. Das hätte ich dir gar nicht zutraut. Danke. Ist doch super, dass was postet von dir, oder? Jetzt geh weiter, du möchtest sie doch auch wieder vertragen mit ihr. Na, so wie die sie aufgeführt hat, da langt ein bisschen Posten über Servus Freunde gewiss nicht. Ich hab Nasen so gestrichen voll vor der. Herr Pfarrer Brandl. Waren Sie spazieren? Ah, eher auf der Flucht. Nein, ich hab schon gehört von Ihrem ersten Auftritt. Das habe ich befürchtet. In Lansing spricht sich sowas halt schnell rum. Dabei ist die Rede gar nicht so schlecht gewesen. Nein, ich hab's da auf dem Boden gefunden. Was da? Da ist ja gut gelingen. Ja. Ich hab's in einer kleinen Kirche überbracht, aber als ich drüben angekommen bin, da waren sie schon fertig mit ihrem großen Auftritt. Trotzdem Dankeschön. Ja. Also, Kopf hoch und nicht unterkriegen lassen. Da haben Sie recht. So kann es gehen, wenn man meint, dass man sich nicht vorbereiten muss bei so einer kleinen Gemeinde. Frau Vogel, gut, dass ich einer sehe. Haben Sie vielleicht morgen Zeit für eine kleine Besprechung? So auf 8:30? Gut, dann nur ein schöner Sonntag. Sag einmal, was bist denn du gar so best zu ihm? Aber ehrlich, Mama. Also, normalerweise hättest du ihm schon 3 Kuchen gemacht, damit er sich bei uns wohlfühlt. Ach, wenn's wahr ist, glaubst du, dass sein Antrittsrede war eine Frechheit? Na, die ist sogar recht gut gewesen, wenn er es nicht da bei uns nicht verloren hätte. Siehst du das, weil er so geschlampert ist? Das kann nur heiter werden. Mama, jetzt sei ja nicht gar so streng. Das ist doch für so einen jungen Pfarrer auch nicht leicht, wenn er in so einer eingesessenen Gemeinde neu anfängt. So. Servus. Grüß dich. Was ist denn das jetzt? Ich weiß nicht. Ich kann mir schon denken, wer sich über mein Sudoku hergemacht hat. Na, Bu, war viel los im Brunnerwirt. Nicht so viel wie der Ringlein los wird. Warst du das? Schon. Mir war heute Vormittag einmal langweilig und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich das auch einmal mit diesem Sudoku. Hast du dir gedacht? Ja, und es hat mir Spaß gemacht. Veronika, jetzt haben wir wieder eine Gemeinsamkeit mehr. Was heißt denn da Gemeinsamkeit? Du willst doch jetzt nicht zukünftig auch Sudoku machen. Wir könnten das doch in Zukunft zusammen machen. Na, das können wir nicht.
Das ist nämlich mein Sudoku. Und das ist meine heilige Zeit, die wo ich jeden Tag damit verbringe. Und zwar das seit Jahren. Und das lasse ich mir jetzt voll nicht von dir nehmen. Ach, gib zu, jetzt richtig nicht auf. Ich will dir ja gar nichts wegnehmen, aber zu zweit macht es einfach mehr Spaß. Wir könnten es doch einmal probieren. Ha? Meinst, dein Handy klingelt schneller, wenn du das lang genug anschaust, hä? Ich warte nicht drauf, dass es klingelt. Sondern? Ob mir der Patrick ein Mogi gibt oder meinen Post auf seiner Chronik teilt. Ich hab zwar nichts verstanden, aber ich nehme an, ihr seid normalerweise gekriegt, hä? Ich habe Patrick seine Modelfotos auf meiner Servus-Freunde-Seite geteilt. Und ich habe mir gedacht, dass er sich vielleicht darüber gefreut und irgendwie darauf reagiert, aber das tut er nicht. Das wundert mich nicht. Was soll jetzt das heißen? Wenn wir damals einen Scheiß gebaut haben, dann haben wir direkt drüber geredet. Und nicht um 7 Ecken, so virtuell umeinander da. Schwesterl, grüß dich. Ist aber lieb, dass du dich meldest. Ja, ehrlich gesagt, eher so mittelprächtig. Ja, ich hab bei meiner Antrittsrede einen totalen Blackout gehabt. Ja, schön, dass du das lustig findest. Naja, hast ja recht. Weißt, der Pfarrer Kurz war einfach ziemlich beliebt da in Lansing. Und meine Sekretärin mag mich auch nicht besonders. Naja, war einfach ein blöder Tag heute. Mei.